Der Kampf um die eigene Existenz geht weiter, Freunde. Hier bei Dragon Ball Xenoverse 2, denn Tova ist dabei, Shenlong zu zerstören im Jahre 850. Wo, wir erinnern uns, in Dragon Ball Xenoverse 1 Trunks um Hilfe gebeten hat, um einen Partner, also einen Kampfpartner natürlich, im Kampf, in diesem Sinne der erste der viele Michaels. Und Tova will Shenlong auslöschen, so wie natürlich auch den ersten Michael. Und damit alles einfach, ins Chaos stürzen. What? What are you doing here? But how? How did you follow me this far? Naja, wir sind gut. The Dragon Balls from history. That should have changed the outcome of our battles. It should have changed everything. Wiping out even memories. My plans are all ruined. You people, you really know how to make me angry. Tja, in der Theorie ist natürlich alles immer schön. Fang mich doch, ich potte, wie Weltmeister, boom. Au. Nein, scheiß Dachsfeer. Das, wow. Au, du bist doof. Jetzt reicht's. Aua, der war fies. Hey, ich lebe noch, cool. Und tschüss. But now I know what point in history you're trying to change. I won't let you vandalize this place anymore. Geile Worte, Trunks. Bam. Oh. Mann. Geh mir auf den Sack, die Alte. Au, ich geh auf den Sack. Nein, nicht einsperren. Jetzt reicht's. Final! Final daneben. Nein. Mann, ich hasse Finals daneben. Du willst volle Power leben. Du willst voll Power haben. Das wirst du noch bereuen. Nicht schlecht, wa? Ja, das war gar nicht geil. Boom. Elegant Teleporto. Looks like we drove her off somehow. We could use strength like that. Yeah. I hope that certain someone shows up. Das wird schon. Oh yes. Kurz aber schmerzlos, Freunde. Wir haben's gerockt, Mann. Now things are getting fun. Nur Rang S? Schade. 29 Punkte zu verteilen. Alter. Durch ein Zeitnest. Was jetzt schon? Ja, können wir schnell zurückgehen. Ich wollte eigentlich noch 2 Trainingsmissionen machen. War wohl jetzt schon. Ich meine, das haben wir letztes Mal gerade 2 gemacht. Und ich bin jetzt eigentlich nur dabei, das ein bisschen zu vertiefen. Und gar nicht mal so schlecht für den ersten Fight. Und daher, ja. Was kann man alles machen? Expertenmission? Nö, kein Bock drauf. Das ist sogar Teleportstation noch. Man könnte natürlich VS. Ja, kommt natürlich auch. Teleport in die City. Was? Ah, da oben, ja gut. Gucke gerade nach, soll mal schnell bei Bu vorbeigehen. Mein viel habe ich zwar nicht, aber immerhin etwas. Ach ja, bei Bu, übrigens, was ich noch erfahren habe. Wissen ja, wegen Zeiteier und so weiter, dass bei Bu fehlt uns noch eins, okay. Fakt ist, wir müssen, also es geht erst, wenn Bu gibt uns Ei erst, wenn er 6 Kinder gemacht hat. 6 Kinder heißt für uns, ja, wir müssen noch viel mehr zum Fressen finden. Und zwar grausam viel mehr. Also mich vor allem mussten noch viel Offscreen machen.
Weil sonst hat doch keiner Geduld. Yeah. Da haben wir noch etwas. Ja, wir haben Fisch. Aber ich kann nichts mitnehmen. Warum nicht? Fischgräte. Wo will sich freuen? Ushimitsu. Ushimotsu. Ushigotsu. Ich kann ihn so an Stelle tauschen. Hä? Keine mehr? Seltsam. Gut, Freunde, wir gehen da ganz kurz zu Bu und nachher noch ein bisschen einkaufen. Nicht dazu viel, keine Sorgen, nachher geht's direkt weiter mit der Story. Yeah. March in Bu's Haus, it's Bu's Haus. Wow. Lange gedauert bis zum Porten. Ja. Ich meine, ein Kind hat Bu ja bereits. Okay, fehlen noch 5. Das Zeit da ja, aber es dauert halt ein bisschen. Juhu! Du bringst Bu Essen, ist es okay, wenn Bu frisst? Pudding! Bu ist satt, jetzt kann Bu eine Familie machen. Kann meine Familie. Buhu! Blub. Ausgepupst. Ich bin die Buschin, ich bin der Beste, damit du es weißt. Und ich Erfahrung war. Okay, insofern fehlen noch 4. Ja. Wie gesagt, ich musste echt mal offscreen alle das so viel Futter farmen, wie ich das Gefühl habe, okay, jetzt müsste es reichen für 4 weitere. Und dann, jo, müssten wir es eigentlich kriegen. Ja, wir sicher einen der nächsten 3, 4, 5 Parts hinkriegen, ne? So sehe ich das schon nicht, dass irgendwie quasi unmöglich ist, einfach ein bisschen zeitlastig. Ducki statt. Hä? Daumen hoch, oder schon immer bei ihm? Das ist neu, war. Er muss YouTuber sein! Welcome! Lass dir Zeit, Mann. Naja. Mal gucken, was haben wir da alles? Kommen wir zu Bardock! Okay, es braucht länger, bis irgendwie etwas geladen ist. Interessant. Biu-Samas Kleidung, Mr. Satan, Dr. Gero. T19, Trunks CC, The Great Chairman. Okay, Mann. Kennen wir eigentlich bereits alles. Der Sportanzug, Chaozu-Kleidung. Sieht fast gleich aus wie der von Son Gohan aus Westwork Schneff. Halt mit dem Hut und Roshi, aber bereits. Habe ich auch schon das 4 Sterne mal. Kostüm. Die gibt es nur für Menschen, die gibt es nur für die Machins. Die gibt es nur dafür. Aber bereits in den Schuhen. Also insofern nichts Neues für uns. Ich könnte wieder mal einen neuen Q-Knall oder so etwas machen. Aber das ist halt das Problem, dass wieder, ja, das Story-Modus zu einfach wird, war. Ich meine, bislang schlagen wir uns eigentlich doch relativ gut noch. Welcome. Mischen. Wäre doch mal etwas ganz Geiles. Ja, später, Mischkapsel. Ja, gut. Aber bringt das wirklich? Ich weiß nicht, ey, ganz ehrlich, Leute. Ich sehe einfach den Sinn nicht dahinter, wenn er ganz ehrlich sein soll. Oh. Relativ wenig Fähigkeiten hier, wa? Zumindest neue. Vor allem frage ich mich halt, wann endlich mal kommt Son Goku als Lehrer? Ich meine, klar, wir haben schon ein paar Master of Disasters, aber Son Goku irgendwie fehlt noch. Ich hätte gerne mal das 10-fach Kamehameha von ihm. Ja, Freunde, das gibt's hier, obwohl es GT ist. Und gleich bei der Diskussion von wegen, na, GT ist nicht Kanon und so etwas. Ist doch scheißegal, ob es Kanon ist oder nicht. Genauso irgendwie, ja, wie soll ich sagen, sinnlos Diskussion, ob GT besser ist als Super, weil du kannst beide vergleichen. Super spielt ja eigentlich
ja, bei Dragon Ball Z dazwischen, ne, zwischen der Busang und dem letzten Turnier halt, also zwischen Bu und U, wenn du so willst. Und GT spielt danach, abgesehen davon war GT eigentlich sowieso nur 40 Folgen definiert, also musst du eigentlich das beurteilen, nicht die restlichen 24, die ja echt ein bisschen scheiße waren. Explosionen. Ideale Abwehr, da steht Gesundheit daher. Wow! Dann natürlich, naja, krasse Fähigkeit. Bei K.O. eines Gegners steht Gesundheit komplett wieder her. Natürlich gerne gegen mehrere Gegner antreten muss. Ist nur die Frage, gilt das auch bei Final Kamehameha? Ich meine, klar, es ist ein Kamehameha, aber es ist auch Final. Insofern ist es ein Konventionsangriff. Kurze Autoerholung von Ki. Müssen auch mal testen, wa? Aber sieht soweit auch ganz interessant aus. Ja, super, GT. Mein kurzes Fazit davon. Ja, Daumen hoch. Egal, ob man jetzt GT mag, ob man jetzt Super mag, egal, ob man jetzt die anderen Fans schlecht machen will, quasi. Fakt ist, beide Serien, oder sagen wir so, Inhalt von beiden Serien werden immer noch verwendet. Hier zum Beispiel in Xenoverse 1 und Xenoverse 2, wenn wir gerade bei aktuellen Spielen sind, wird sowohl Z als auch GT noch verwendet. Klar, also Z, sorry, natürlich Super und GT. Bei Super sind es vor allem noch sowohl die Charaktere als auch der Story-Modus. Bei GT jetzt mittlerweile Story-Modus nicht mehr, aber bereits bei Xenoverse 1 getan. Ist irgendwie auch logisch, kann sich irgendwie bei beiden machen. Aber vor allem Charaktere, Attacken etc. finden wir bei beiden Spielen noch. Insofern, warum überhaupt Diskussionen führen, was ich kann, was ich nicht kann, und wenn sowieso, ja, die Köpfe hinter dem Ganzen, den ganzen Franchisen, weil sie sich sagen, komm, wir verwenden trotzdem noch beides, weil es gehört einfach zum Dragon Ball Franchise dazu. Was irgendwie auch logisch ist. Bringt beides noch Geld ein, warum also sich das eine entscheiden und das andere fallen lassen. Logisch, wa? So. Genug davon, weiter geht's mit der Storyman. Ja, ich hätte zwar gerne noch Ultimate Michael gehabt, aber komm, lassen wir jetzt mal. Ich mache mir für später noch auf. Und natürlich auch Mystic Michael. So, alter Kaioshin. Sei vorsichtig, Mann. Bin doch immer. Naja, meistens. Selten. Sehr selten. Zu wenig. Oh, kein Loading. Ah, jetzt kommt's. Good to have you back. The shifts in history have faded. Thanks for your help. And it looks like Mira is gone too. We finally have some peace for a change. Not yet. Not with Toa still around. We need to find her before something like that happens again. That won't be necessary. Supreme Kai of Time! How did she get in here? The time nest should be protected by a barrier. It's all thanks to a certain mask you brought here for me. So, that was just a trap. At last, it's all mine. Such a vast source of dormant energy. It will be more than enough to revive the demon realm. You were after Toki Toki's egg all along. With this much power, it will be easy to rule time and space once more. Welcome back, Mira. All right. I no longer have any use for this place.
Nein, bitte sag mir nicht, dass er tot ist. Nein, das darf nicht sein. Egal, hinterher. Ganz alleine. Scheiße. Das Jahr unbekannt. Schon wieder. Finaler Kampf um die Geschichte. Das... echt jetzt? Jetzt schon? Ja, ich bin gespannt. Damals war es bei Universe 1 Kampf gegen Demigra. Das ist irgendwie auch so, von wegen finaler Kampf, aber dann ging es doch ein bisschen länger, oder? Und Zerstörung von Toki Toki stand noch und so weiter und so fort. You don't know when to quit, do you? Looks like we've made a connection somehow. This age is completely under Toa's tyrannical rule. We're unable to go until this will be your final battle. Use the power within you. Save the universe. Mira, what is that power you hold? I never granted you such abilities as this. I believe this. This far exceeds my calculations. As I floated between Ja. what did they have? I didn't. It was fighting spirit, the will to stand up against any foe without fear. A being like me, born with incredible power, is deprived of such a spirit. I can no longer call myself the strongest, because this fight will take me to a whole new level. Inconceivable. How can you have Mira on the defensive? You're just what I needed. A weaker opponent wouldn't do. Mira, you're laughing? Look out! You're overheating! You're going past your limit! You have to stop, Mira. It's too dangerous! Was geht hier eigentlich ab? Oh no. He can't hear me. If he doesn't stop, his core will overload and destroy this universe. Maybe I should just run. No! There's no telling how large this explosion might be. If it's able to tear through dimensions and break through this egg, then we're poached. You there! If you don't stop Mira soon, then we'll all go up in smoke. I'll lend you my aid. Just hurry and put an end to Mira's recklessness. Hä? Was geht hier ab? Okay, das kann man unerwarten. Das muss... Timebreaker Mira, okay. Danke für die Rückverwandlung. Mann, ey. Final! Oh, Mann! Ein Dausauderschlag ist fies. Oh. Das läuft nicht so, wie ich es gerne hätte. Schau, Mira! Weiß der Refrain bereits beenden, oder? Ich meine, es ist gerade so schön. Sphere of Destruction. Was? Dann halt nochmal. Final! Und tschüss. How could you go and destroy your own power limiter? You've bungled everything right to the end. I'll need to take out your core and fix it. No repairs will be needed. What? Oh.
I've grown past your schematics. I'm walking on my own now. Now, I will evolve into something beyond myself. By absorbing my own creator. Mira! But I was the one who made you. You turn on me? You're nothing but a failure. I'm getting an unusual energy reading. This feels wonderful. Hey, can you hear me? He absorbed all the power from Toki Toki's egg. There's nothing we can do to stop him now. Quickly, escape is the only chance. It's a little too soon to start giving up. Freunde, es ist Gänsehaut-Feeling wieder hier bei Dragon Ball Xenoverse 2. In diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Part hier. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Alter, was ist hier los? Mira absolviert Toba plus das Side-Eye. Wie kann er nur? Übrigens, optisch erinnert mich jetzt ein bisschen an die Mikra. Aber egal, ja, wir werden sehen, wie es weitergeht hier. Xenoverse 2. Hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.